ich litt sehr. Ich musste viel weinen hinter der Türe im Zimmer und dann kam eben auch wie die Trauer über den Sport und die Frustration. Ich würde mal sagen, schon fast die Depression. Etwas vom Interessantesten auf der Welt, meiner Meinung nach, sind die Geschichten von Menschen. Und heute haben wir das Privileg, in eine ganz besondere Geschichte einzutauchen. Und ich bin mal ganz ehrlich, ich freue mich schon seit Wochen auf dieses Interview. Denn heute habe ich bei mir eine Spitzensportlerin, Profisportlerin, eine EM-Zweitplatzierte im Zweierbob. Und zwar heißt sie Melanie Hasler. Melanie, schön bist du hier. Danke vielmals für die Einladung. Ich habe mich auch schon seit Wochen darauf gefreut. Und auch als ich hierher gefahren bin, ich sprudelte richtig vor Freude. Und ja, danke, habt ihr mich eingeladen. Ja, es ist eine unglaublich große Ehre. Für die Melanie noch nicht kennen, sie ist die Steuerfrau von ihrem Bob-Team Hasler. Und sie hat was ich besonders beeindruckend finde, sie hat eine 7-jährige lange Durststrecke im Zweierbob oder im Bob bei Frauen in der Schweizer Nationalmannschaft durchbrochen und hat sich dann eben für einen zweiten Platz sogar positioniert an einer EM. Und sie trainiert momentan für die Winterolympiade in 2026 in Italien. Und sie ist auch überzeugte Christin und über all das werden wir heute sprechen. Ich habe schon so viele Fragen vorbereitet. Wir werden nicht alle behandeln können, aber wir werden sie heute besser kennenlernen. Und darum habe ich irgendetwas in dieser Vorstellung schon vergessen? Nein, ziemlich ausführlich erzählt. Also ich kann auch kurz sagen... Ja, sag doch noch ein paar Worte Genau, also eben, ich fahre Monobob und Zweierbob. Ich habe begonnen im Jahr 1920 war meine erste Saison als Bobpilotin und ja, es ging dann ziemlich schnell bergauf und bin eigentlich auch ehemalige Beachvolleyballerin und Hallenvolleyballerin, aber dazu kommen wir dann später noch. Ja, ich knüpfe nachher gerade an. Genau. Und ich freue mich darauf, alles zu erzählen. Das ist wirklich das ist super, dass du das schon erwähnt hast, weil als ich ein bisschen recherchiert habe, habe ich gesehen, dass du, das finde ich besonders spannend, dass du eigentlich in einer komplett anderen Sportart aufgewachsen bist, und zwar im Volleyball. Genau. Beachvolley spezifisch, oder? Genau. Sag mal kurz ein paar Worte dazu. Also du warst auch schon im Profibereich bei den Junioren? Genau, also ich habe schon mit 7 mit Volleyball begonnen, natürlich noch nicht als Leistungssportlerin und bin dann mit 13 Jahren in eine Sportschule gegangen. Habe dort schon meine 7 bis 8 Trainingseinheiten in der Woche gehabt, also schon recht früh gelernt, ins Training zu gehen, egal ob man Lust hat oder nicht. Dann später entscheidet man sich, ob man dann eher Beachvolleyball oder in der Halle bleiben will. Ich war dazu mal dann auch in der Jugendnationalliga der Schweiz, in der Halle aber. Und gerade in der Selektion für die Nazi im Beachvolleyball. Aber ja, in dieser Zeit von Jahr zu Jahr verging auch die Freude vom Volleyball. Und dann kam auch irgendwann das Bobfahren, aber natürlich nicht einfach so. Also da ja, nimm uns doch mal mit. Also, wie kommt jemand dazu, seine ganze Kindheit im Volleyball zu verbringen und dann du hast gesagt, keine Freude mehr. Vielleicht kannst du da ein paar Worte dazu. Was hat sich geändert am Sport für dich? Genau, also durch das, dass ich eben viel Training hatte, verschiedene Trainer, also ich bin auch so viel herumgependelt, hatte immer schon alleine in die Schule, also 1 Stunde oder mehr für ins Training, also in die Schule zu gehen und danach wieder 1 Stunde für ins Vereinstraining und dann nochmals 1 Stunde um nach Hause zu kommen. Also es war auch viel Arbeit und es war nicht, dass mir das wie zu viel war im Sinn von Faulheit, sondern es hat auch einfach vieles nicht gepasst. Ich fühlte mich nicht dementsprechend unterstützt von den Trainern. Mir wurde vieles versprochen immer, aber nicht eingehalten. Im Beachvolleyball fand ich auch nicht die richtige Freude, weil halt auch vieles nicht so gelaufen ist, wie ich mir gewünscht hätte. Und dann kam eben auch wie die Trauer über den Sport und die Frustration.
ich würde mal sagen, schon fast die Depression. Und ich war eben jung, also man könnte auch sagen, ja, sie war halt eben in der Pubertät oder so. Aber wenn ich zurückdenke, dann war ich wirklich, ich litt sehr, ich musste viel weinen hinter der Türe im Zimmer und wusste auch nicht, wohin damit. Ich hatte so meine Freundinnen oder besonders eine Kollegin, die wusste, wie es mir ging, aber auch sie konnte mir natürlich nicht helfen. Und ich wusste auch nicht, wie ich meinen Eltern davon erzählen konnte, also soll, weil jetzt würde man sagen, ja, warum hat sie dann nicht einfach protestiert oder gesagt, okay, ich will jetzt was anderes. Aber wenn man in diesem Alter ist, will man halt auch nicht die Eltern enttäuschen oder die Trainer. Und ich wusste nicht, wie würden sie reagieren, wenn ich jetzt alles hinschmeißen würde. So viele Stunden an Training und Schweiß und Blut und dann dachte ich, vielleicht ist es eine Phase, vielleicht fühle ich mich einfach gerade nicht wohl im Team von der Schule oder sonst was, aber es war immer da, also über Jahre. Ich kämpfte auch, also irgendwann sagte ich es meinen Eltern, aber so ein bisschen scheu, so ein bisschen, ja, ich habe irgendwie nicht so Lust mehr. So. Ja, aber es ist okay. Und ich fragte so ein bisschen, ja, was wäre, wenn ich einfach was anderes machen würde? Oder ich hatte ein großes Interesse an Architektur oder Kunst generell und ich wollte einfach eine andere Richtung einschlagen. Und meine Eltern eben dachten vielleicht, das ist eher eine Phase. Und ich wollte mich nach der Oberstufe, also eben, da ist man dann 15, 16, entscheidet man sich ja für einen Beruf oder für das Abi, also Gymnasium oder sonst was. Und ich wollte unbedingt nicht weiter mit dem Sport machen. Ich wusste, ich will nicht nochmals in eine andere Sportschule, also wieder Next Level. Und meine Eltern sagten mir doch, bewirb dich doch einfach bei dieser kaufmännischen Sportschule. Und KV, also kaufmännische Berufe, waren das Letzte, was ich wollte. Und ich flehte eigentlich meine Eltern an, es ist nicht meins und ich weiß, ich werde dort nicht glücklich sein. Und sie sagten eigentlich nur als Absicherung. Ich ging an das Bewerbungsgespräch und es war ein gutes Gespräch und ich erhielt dann auch den Platz als Athletin und ja, es war dann wieder auch zu spät, irgendwas anderes zu machen. Und es war, also ich wusste immer, es ist eine gute Grundausbildung, aber nicht das, was in meinem Herzen, was ich mir wirklich wünsche. Und als ich in dieser Verzweiflung war und die Ausbildung ging 4 Jahre, wusste ich, ja, und ich wusste, ja, ich muss jetzt einfach nochmals 4 Jahre weiter im Leistungssport, also Volleyball spielen. Und das war für mich, ich wusste nicht, ob ich das überleben soll. Also ich wusste nicht, kann ich das noch psychisch, kann ich das noch weitermachen? Und ich rückte immer mehr in so eine Tiefe rein und in eine Verzweiflung. Und ich muss sagen, wenn ich zurückblicke, ich hatte echt gute Freunde dort. Wow. Also sie waren meine Rettung. Sie waren nicht Christen oder so, weil es war auch in dieser Phase, wo ich langsam zu Jesus gefunden habe. Aber ich weiß, dass Gott mir diese Freunde dort gegeben hat, um das zu überleben. Und wie haben sie dich gestützt? Oder was hat es ausgemacht, dass du dich so getragen gefühlt hast? Sie haben mir so viel, also ich musste jeden Tag weinen vor Lachen. Also ich kann mich erinnern, wie viel ich gelacht habe und wie viel mir das gegeben hat. Also es war einfach lustig und ich musste mich nicht irgendwie verstellen oder ich wurde so akzeptiert, wie ich bin und es war einfach schön. Also es ist echt, also ich schrieb dort zumal noch Tagebücher und wenn ich darin lese, dann es ist einfach so eine Freude, also ich erkenne eine Freude, die ich dort hatte, nebst der Krise, die ich nebenan hatte. Und das war so wichtig. Ich bin mit wenigen von ihnen noch befreundet heute, aber ich weiß, dass in dieser Zeit war das so wichtig für mich. Und als ich in diesem Tief war, ging meine Schwester schon ins ICF, also auch noch nicht so lange. Und sie erzählte mir einst im Sommer von Jesus und was er alles
macht und wer er ist und. Und es machte mir ein bisschen Angst. So, okay. Und sie erzählte mir, ich weiß noch, an meinem 16. Geburtstag, es war ein Gespräch am Tisch zu Hause, und sie erzählte, vorstellt, ich bete jeden Abend, jeden Tag. Und ich dachte, ich fühle mich schlecht, ich glaube, ich muss auch beten. Und das war deine Reaktion? Und, ja, das war meine Reaktion. Und ich dachte, ja, komm, in meiner Krise, ich glaube, das Einzige, was ich momentan machen kann, ist beten. Ich ging nicht in die Kirche, ich hatte keinen großen Bezug zu Gott, aber irgendwie wusste ich, es gibt Gott. Und dann begann ich einfach an zu beten. Also Freestyle, also wirklich. Ich betete, und eigentlich ziemlich lange, ich betete immer, für was ich alles dankbar war. Also im Rückblick finde ich das eigentlich krass, dass ich das schon dort irgendwie so dankbar war. Und gleichzeitig all meine Sorgen. Also ich legte alles hin. Ich sagte Gott, bitte bring mir wieder irgendwas in meinem Leben, wo ich Freude finden kann, wo ich aufblühen kann, wo ich einfach das Feuer in mir entfachen kann, dass ich für etwas kämpfen kann, oder es muss nicht mal im Leistungssport sein, sagte ich. Es ist einfach irgendwas, im Tanzen, im Singen, im Malen, in egal was. Und ich hatte wie, meine Bitte für mich war so wie klein, so rette mich aus dieser Situation, gib mir eine neue Leidenschaft. Und ich betete das jahrelang, also immer und immer wieder, und es hat sich auch nichts getan. Ich habe dann irgendwann mich ein bisschen in der Leichtathletik rumgeschaut, aber es war schwierig, in einer Sportschule zu sein und eine Sportart zu wechseln. Und so kam ich dann auch dazu, einfach, ja, ich hatte irgendwie Hoffnung, irgendwas zu finden, einen Ausweg. Wie hat sich das, also du hast lange gebetet gesagt, du hast das jetzt gerade gesagt, es hat sich lange nichts getan. Hatte das eine Auswirkung darauf, hast du dann weniger gebetet? Oder? Nein, ich war so verzweifelt, ich habe eigentlich jeden Abend gebetet und immer, ja, einfach gehofft, dass etwas passiert, weil ich sah meine Schwester, sie hat sich verändert, und das gab mir Mut, eigentlich auch daran zu glauben, dass Gott etwas in meinem Leben bewirken kann. Sie hat jetzt nicht irgendwie von Wundern erzählt oder sonst was, aber ich sah, wie es ihr Leben verändert hat. Und ich meine, wir haben uns viel gestritten und sie war auch gemein zu mir oder ich zu ihr, und das war plötzlich weg. Sie hatte so eine Liebe, so, die ich vorher nicht erlebt habe. Und das hat mich dann auch wirklich ermutigt, einfach dran zu bleiben, weil irgendwie wollte ich, dass etwas passiert. Ich habe geglaubt, dass Gott ein Wunder in mein Leben bringen kann. Und dieser Glaube wurde auch nicht kleiner, als es sich zuerst mal, du sagst über Jahre, das ist ja schon lange. Ja. Also ich bete manchmal für 2 Wochen etwas und es passiert nicht, und dann bin ich frustriert, weißt du? Das ist schon noch beeindruckend. Ja, also es war wirklich so, und ich habe nicht irgendwie nach Zeichen gesucht oder so und das war Gott. Auch in dem Moment, also eben wie gesagt, die Ausbildung ging 4 Jahre, und begonnen zu beten habe ich aber in der 3. Oberstufe. Das ist so 15, 14. Ja, genau. So, und als ich dann 17 war, also ein paar Jahre später eben habe ich dann begonnen, und ich habe schon vorher ein wenig gebetet, aber nicht so aktiv wie meine Schwester. Und irgendwann ist auch der Moment gekommen. Jetzt eben die Frage, wie kam ich dann eigentlich zum Bobfahren? Wie kamst du vom Volleyball, Sommersport, nachher Beachvolleyball zu einem Wintersport? Ist ja komplett nicht das Gleiche. Also gar nicht. Nimm uns mit, was ist da passiert? Ich war im Beachvolleyball-Training und mein Trainer holte mich aus dem Training, also es hat mich rausgerufen auf die Seite und war irgendwie ziemlich aufgeregt, also im positiven Sinne. Und ich dachte, ja, okay, was ist denn los? Und er sagte mir, ein sehr berühmter Bobfahrer, also deutscher Bobfahrer, also ehemaliger, hat angefragt, ob ich Interesse hätte, Bob zu fahren. Und dann dachte ich, okay, was? Also nein, eigentlich nicht. Hattest du schon mal
Bob geschaut? Oder Nein, ich habe nichts mit Bobfahren zu tun. Keine Berührungspunkte zuvor? Null. Und dann, das ist wirklich wie Cool Runnings ein bisschen. Ja, genau. Ja, genau. Also man hat eigentlich nichts damit zu tun und plötzlich ist man irgendwo ganz anders. Und dann dachte ich so, ja, okay, ja, schön, ja, wer ist dann er? Und ich dachte, komm, ich lasse mich auf ein Gespräch ein. Also er hat mich gefragt, ob ich mal ein Gespräch mit ihm haben möchte und er wird mich dann eigentlich wie aufklären, was, wie, wo, wann. Und dann dachte ich, okay, dann höre ich mir das mal an. Und er kam dann mit einem 8-Jahres-Plan, ich kann mich noch ganz genau erinnern, wo er geplant hatte, mich zuerst als Anschieberin dabei zu haben, also einfach zum Schnuppern, wie das so ist, überhaupt diese Welt als Bobfahrerin. Und dann später, dass ich eben selber fahre, also hat gesagt, ich möchte dich als Pilotin ausbilden. Und ich so, okay, was heißt denn das? Und das ist eben die Lenkfrau, weil normalerweise beginnst du als Anschieberin oder Anschieber und eventuell wechselst du irgendwann dann als Pilotin oder Pilot. Die Anschieberin ist die dann hinten sitzt, genau, oder? Genau. Genau. Ja. Und ist das Skillset? Ist das Skillset anders von der Steuerfrau zu, oder müssen beide beides können? Nein, also die Steuerfrau, also deshalb ist eigentlich immer der Name vom Team, dessen vom Pilot. Also, von der Pilotin. Genau, weil die Pilotin kannst du nicht auswechseln, sondern das ist wie, sie trägt das Team und die Anschieberinnen sind wie die Mitglieder. Also es ist unter die Arme. Ja, genau. Und natürlich geht nichts ohne Anschieberin. Also ich könnte jetzt nicht, auch Monobob, den Einzelbob, ich könnte das nicht ohne meine Anschieberinnen, weil dieser Schlitten ist auch 100... Da bist du auch angeschoben? Nein, da muss ich alles selbst machen, aber eben den Schlitten an den Start bringen, die Kufen schleifen, die ganze Arbeit. Ich könnte das nie ohne mein Team. Und das ist natürlich schon schön, wenn man halt solche Leute im Team hat, die einen unterstützt, obwohl sie nicht fahren können. Ja. Auf jeden Fall war es ein Plan, dass ich Pilotin werde. Und kam dann mit Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, Weltcups, dann irgendwann Olympische Spiele in 2026 und. Und das ist natürlich für eine Athletin, das sind die größten Veranstaltungen, die ein Athlet machen kann. Da hat mir richtig Honig um den Mund gestrichen. Und dann dachte ich, gut, ich gehe jetzt einfach mal schauen. Ich habe es dann meinen Freunden erzählt und gesagt, also ich mache das sicher nicht als Leistungssport. Also das könnt ihr vergessen. Ich will nicht mehr im Leistungssport sein, aber ich gehe es einfach mal probieren, weil es ja auch eine einmalige Chance. Absolut. Und dann ist das eine zum anderen gekommen und habe dann gewechselt, als ich das erste Mal hinter den Steuerseilen fahren durfte. Das war der Moment, als du entschieden hast, jetzt kein Volleyball mehr? Genau, also kein Volleyball mehr sowieso. Das wollte ich sowieso nicht mehr, aber ich kann mich noch erinnern, als ich in den Schlitten stieg und ich hatte so Angst. Ich dachte, was mache ich hier? War das erste Mal, dass du in einem Schlitten fuß oder das erste Mal, als du selber lenkst? Das erste Mal, als ich selbst, also natürlich auch das erste Mal, als ich als Anschieberin mitkam, war ich war so ultra nervös. Sie hat mir einfach, die Pilotin dazu mal hat mir gesagt, egal was passiert, nicht loslassen. Ja. Also auch wenn man stürzt oder so, einfach nicht loslassen. Und mein Herz, es raste. Und ich dachte mir einfach, was mache ich? Und dann, als ich das erste Mal selber fahren konnte, das ist natürlich nicht von oben. Es gibt verschiedene Levels, also du kannst ab Kurve 6 fahren und dann ist man langsamer und ist alles nicht so schnell. Und du bist in einem Monobob, also kannst auch niemanden gefährden. Und als ich dann das erste Mal da runterfuhr, ich weiß noch, unter dem Helm, ich hatte so ein riesen Grinsen und ich hatte eigentlich keinen blassen Schimmer, was ich eigentlich machen bin. Der Trainer hat es zwar gesagt, was ich muss machen, aber ich habe irgendwas gemacht. Aber ich hatte so viel Spaß und so eine Freude und das war der Moment, als ich erkannte, das will ich machen. Wow. Ich will das machen. Aber es war nicht der Moment, als ich erkannte, dass Gott mir das gegeben hat. Das war erst später. Weil ich war noch nicht so, war noch nicht so im Glauben. Ich glaube, das war der Anfang, als ich in die Kirche ging. Wow. Und
ich sah solche Dinge noch nicht gleich von Anbeginn, also von Anfang an, sondern erst als ich dann zurückblickte, war das so, okay, gut, okay, das hast du in dem Fall, das hattest du vor mit mir. Und dann ging das natürlich immer weiter und weiter mit den Olympischen Spielen 2022. Ja, kommen wir gerade noch zu dem. Ich hab eine Frage. So, hast du mal du hast gesagt, dieser berühmte deutsche Bobfahrer, hast du ihn mal gefragt, warum ich? Oder warum kam er überhaupt auf dich? Also das finde ich sehr... Er hat meine Nationaltrainer dazu mal von der Halle hat er angefragt. Sie haben über eine Sprungplatte gesprochen, die Kräfte misst. Und da ging es dann darum, welche Werte sind durchschnittlich gut, überdurchschnittlich bei Frauen und Männern. Und da kamen dann meine Trainer und haben gesagt, wir haben eine Athletin, die konkurriert in ihrem Alter mit den Buben, mit den Männern. Und das war für den Bob-Trainer, also Nachwuchstrainer, eine Alarmglocke, die hat Kraft in den Beinen, die soll Bobfahren kommen. Ah, so ist das. Und so ist er eigentlich auf mich gekommen, ja. Ach, krass, jetzt macht Sinn, ja. Ja. Du hattest einfach unglaubliche Werte für die Sportart. Genau. Das ist spannend. Also die gehen dann wirklich von Sport zu Sport schauen dir diese Werte an. Genau. Also es ist auch eine Quereinstieg-Sportart, das kannst du nicht mit 10 Jahren machen, sondern das machst du später, weil das ist halt einfach zu gefährlich. Ja. Genau. Ja. Krass. Ja, und dann, du warst vorhin gerade noch am Erzählen, du hattest diesen Moment, also das erstes Mal Zweierbob lenktest. Nein, Monobob lenktest, wo du warst so, okay, das will ich machen. Und hast du dich da dann auch gerade entschieden, so, jetzt gehe ich alles auf eine Karte und hast das kommuniziert, oder war es dann einfach, du machst einfach das nächste, das kommt? Oder wie war das dann? Wie waren die Jahre ab dann? Es ging ziemlich lange, bis ich dann ich glaube, das war 2017, als ich dann das erste Mal selber fahren konnte. Aber ich war in einem Verein mit einem Trainer, der das eigentlich nicht so befürwortete. Also es war natürlich eben schwierig. Ich hatte immer noch meine 7 Trainings in der Woche und es war schwierig, dann mal einfach wegzugehen, um Bob zu fahren. Ist jetzt nicht so... Eben, ich war in einer Sportschule, das ist halt nicht einfach, das gehört zu meinem Alltag. Das ist wie wenn du irgendwo arbeiten gehst und sagst, hey, ich gehe jetzt mal irgendwo anders arbeiten. Also das ist halt schon nicht so einfach. Und so kam es eigentlich auch, dass ich meine Trainer vom Volleyball, also von der Nazi, die kannten den deutschen Nachwuchstrainer, also Christoph Langen heißt er. Und die dachten, wenn er mich will, dann soll sie das machen. Und ich musste ihn zuerst googeln. Noch nie gehört von ihm. Ja, genau. Und und danach hatte ich eigentlich viele rund um mich, auch mein Schulleiter von der Schule, United School of Sports, die sind übrigens auch meine Sponsoren jetzt, die standen auch hinter mir, also die haben mich unterstützt, den Wechsel auch zu machen in Mitte der Ausbildung. Und das hat mir viel geholfen. Also es dauerte ein wenig. Eine Zeit lang machte ich ein bisschen beides, aber es war hart. Ab wann bist du nur noch Bob gefahren? Ab 2019, also Herbst 19. Also vor 5 Jahren. Ja. Und ab dann bist du auch gerade an Wettkämpfen gefahren? Oder wie lange geht das so? Ja, also heutzutage kannst du das nicht mehr, aber bei mir, also vom Schweizer Verband, kannst du das jetzt gleich nicht mehr, aber dazu mal konntest du, wenn du anfängst, gleich in den Europacup. Und das konnte ich, aber ich hatte echt Mühe am Anfang. Erzähl kurz, was ist der Europacup? Sind das mehrere Rennen oder wie sieht das aus? Genau, also es gibt Europacup, Weltcups und eben Weltmeisterschaften, also eine Weltmeisterschaft und eine Europameisterschaft. Und das ist wie eine Serie. Also du hast dann pro Schlitten 8 Europacup-Rennen oder Weltcup-Rennen. Okay. Und
du beginnst eigentlich meistens schon im Europacup und dann sind das nur Rennen innerhalb von Europa, aber nicht nur gegen europäische Länder, sondern da können auch andere Nationen kommen. Da gibt es noch Americans Cup und Asians Cup. Ja. Und das ist einfach wie eine Stufe niedriger als der Weltcup. Ja. Im Weltcup hast du dann überall auf der Welt Rennen, also eben Kanada, Amerika, Europa und Asien. Und dann hast du eigentlich die Top-Athleten, wo eigentlich dann auch an den Spielen sein werden. Spielen. Normalerweise sind das eigentlich das genau die gleichen. Das genau, die Elite. Besten der Besten. Genau. Krass. Und du startest es mit Europacup. Genau. Ja. Wie ging das? Wie war das so, die ersten Wettkämpfe im Bob? Was hast du gefühlt? Ist man da nervös? Ist man da einfach, rechnet man mit nichts? Oder ja, wie war das für dich? Ja, es war schon, also ich kämpfte ums Überleben, kann ich mal sagen. Also es ist immer, also sagen wir mal so, ich hatte die erste Saison, wo ich nicht 100% im Sport mich gewidmet habe, war 18, 19, diese Saison. Ja. Und da war ich noch ein bisschen dabei, aber nicht richtig. Und das war echt hart, weil jedes Mal mein Lernprozess abgebrochen wurde. Und als ich wieder Rennen fuhr oder Trainingslager hatte, ich hatte so viele Stürze. Also man kann eben auch beim Bobfahren stürzen und das tut echt weh, weil also je nachdem, wo man stürzt, liegt man halt auf der Seite, auf dem Eis und der Schlitten kann sich auch überschlagen im Sinn von drehen. Das heißt einmal auf dem Kopf und dann ist man auf der anderen Seite. Also ja, und es war schon nicht schön und es tat mir meinen Anschieberinnen tat es mir auch leid, weil eben die mussten einfach da durch und dann wieder raus. Und ja, die mussten sich einfach festhalten und ja, das ist halt schon nicht schön. Wie schnell fährt ihr? Je nach Bahn, also zwischen 120 bis über 140 km/h. Ist das nicht ultra gefährlich? Ja, also es gibt viele. Also wenn ich jetzt Skifahren, Abfahrt sehe, dann denke ich, das ist noch viel gefährlicher als Bob. Warum? Weil sie weniger gepolstert oder weniger Schutz haben? Ja, die fahren halt auch mit 100 km/h den Hang herunter und die haben, also wenn es da mal den Ski zerschlägt oder das ist ja noch krasser. Ja. Aber beim Bobfahren, also leider gab es auch jetzt dieses Jahr bei meinem Partner ein sehr, sehr schlimmer Unfall, wo es um Leben und Tod ging. Also es kann auch sehr, sehr dumm laufen, aber in solchen Fällen gibt es Sachen, die man verhindern hätten können. Okay. Aber grundsätzlich, ja, kann man eine Hirnerschütterung holen oder Schlüsselbein brechen, das ist auch typisch, aber sollte nicht mehr so todesgefährlich sein. Denkt man an so etwas, bevor man aufs Rennen geht? Also, oder spielt das bei dir gar keine Rolle? Also ich muss ehrlich sagen, das erste Jahr, also die ersten paar Mal, als ich fuhr, hatte ich schon meine Bedenken, so komme ich jetzt heil runter oder nicht. Und man verarbeitet sehr viel, wenn es mal nicht läuft oder man gestürzt ist das eine sehr hohe mentale Belastung, weil man muss nochmals fahren, um das wieder zu überwinden, weil wenn man stürzt und man fährt wieder nicht, dann hat man immer den Sturz als letzte Fahrt im Hinterkopf und das ist einfach nicht gut. Ja. Deshalb sagt man immer, wenn es geht und du gestürzt bist, musst du gleich wieder fahren. Und das ist, ja, und das ist natürlich schon hart, weil eben, also für mich ist das Schlimmste für die Person hinten. Also ich habe eine Verantwortung und wenn es nach mir geht, okay, dann stütze ich halt, das tut weh, aber ich tue nicht einer anderen Person weh. Ja, krass. Hey. Ja. Du hast erzählt, beim ersten Europacup, da musstest du einfach überleben. Was hast du damit gemeint? Genau, also eben man hat so eben die Gedanken, ich will nicht stürzen, ich will meine Anschieberin nicht verletzen und man hat diese paar Stürze gehabt und man will einfach runterkommen. Es ging überhaupt nicht um Zeiten oder sonst, sondern einfach ums Lernen und ich sage, der Anfang ist echt hart aber das ging eigentlich von Jahr zu Jahr immer besser. Also ich konnte mich viel mehr ums Fahren und halt das Wesentliche konzentrieren und nicht, stürze ich jetzt oder nicht. Ja. Und das ging eigentlich auch recht schnell.
als ich dann meine erste komplette Saison gemacht habe im 1920, war ich schon, also ich hatte nur noch in Anführungs- und Schlusszeichen 2 Stürze in der Saison. Und das war echt gut, weil vorher bin ich 12 Mal gestürzt, das Jahr vorher. Und das ist viel zu viel. Also, und das war auch so der Moment, dass ich gedacht habe, ist das echt das, was Gott mir geben will? Oder soll ich echt da in diesem Sport sein? Und so im Schlitten. Ja, wirklich. Ja. Ich hatte meine Zweifel. Aber ich machte einfach weiter und ich entschied mich dann auch komplett die Saison zu machen, eben in 1920. Und das war ein Sprung, ein hoher Sprung. Also das war, ich durfte dann auch gleich an meine erste Weltmeisterschaft, weil die Bahn lag mir gut, also ging gut, obwohl das eigentlich eine der schwierigsten Bahnen ist in Europa. Aber es war gut und der Verband hatte Vertrauen in mir, dass ich das hinkriegen kann. Und das war natürlich die beste Erfahrung, die ich machen konnte mit all den Kameras und. Das war natürlich schon für so einen Rookie, der keine Ahnung hatte, was sie macht, echt eine große Sache. Wow. Ja. Nimm uns mit in die Jahre, also 2020, die erste große gesamte Saison. Nimm uns mit in die Jahre, die kamen, so bis heute. Was ist passiert? Du hast gesagt, du bist wirklich als ein Rookie in diesen Sport gekommen. Ja. Gab es da schon viele Schweizer Bobfahrerinnen, von denen du lernen konntest? Was war die Situation auch im Nationalteam? Nimm uns da ein bisschen mit. Was passierte da? Genau, es war... Also ich kann mich noch erinnern, als ich das erste Mal mit meinem Schlitten kam, so einem Lernbob, könnte man sagen, mit einem Zweierbob. Und ich hatte nur eine kleine Box als Werkzeug, also eine kleine Werkzeugkiste. Die habe ich auch zu Hause. So. Und ja, wirklich. Und ich sah mich um und die anderen Schweizer Teams, die hatten Unmengen an Sachen. Also wirklich so viele, also auch Sachen, die man brauchte. Und ich fühlte mich so unwohl. Ich dachte, ui, was braucht man denn da alles? Und ich war wirklich so ahnungslos und eigentlich so hilflos und es war eigentlich schrecklich. Also ich hatte wirklich keine Ahnung, was ich da eigentlich machen muss. Und ich hatte nicht einen Mentor oder sonst jemand, der mich wie leitet. Es war einfach, du bist jetzt Pilotin, du musst dein eigenes Team zusammenstellen, Leute finden, Sponsoren suchen, eine Webseite erstellen. Du musst wissen, was du brauchst. Du brauchst einen Bus, du brauchst einen Schlitten, du brauchst Werkzeug, alles. Und es hat mir niemand eine Liste gegeben, wie das Ganze funktioniert oder was ich muss machen, sondern es war einfach, du bist Pilotin, also mach. Mach. Wie war das für dich? Es war sehr herausfordernd. Ja. Ich fühlte mich ins kalte Wasser geworfen und ich fragte natürlich immer die anderen Schweizer Teams, hey, hast du einen Schraubenzieher? Hey, hast du das? Hast du das? Und mit der Zeit wusste ich dann, okay, ich brauche das, wenn ich das machen muss und. Und zum Glück gab es auch einen Mechaniker, der mir viel geholfen hat und der Trainer, der ich viel fragen musste. Aber es war schwer, um einzusteigen. Heutzutage ist es jetzt zum Glück anders. Sie haben ein ganzes Programm, wie sie den Nachwuchs eintrainieren, was sie brauchen, wie das geht, wenn man einen Schlitten auseinandernimmt und wieder zusammenbaut und. Das kannst du alles? Ja. Also, ja. Wow. Und es war schon schwierig, aber Learning by Doing war es eigentlich das was mich dann weitergebracht hat und auch der Mechaniker, der viel Nerven für mich gebraucht hatte, weil ich wirklich keine Ahnung hatte. Und dann, als ich dann das erste Mal eben meine komplette Saison machen konnte, hatte ich wieder mehr Hoffnung. Okay, ich glaube, ich bin schon am richtigen Ort. Weil wir hatten dann auch in dieser Saison den ersten Podestplatz im Europacup und durfte eben, wie gesagt, meine erste WM fahren. Und dann war die Saison vorbei und okay, schön, nächstes Jahr dann wieder Europacup. Und dann kam der Verband und sagte mir, hey, ein Team ist ausgefallen, weil beide schwanger sind. Dann haben wir noch ein anderes Team, eben, die ist schon lange dabei, sie ist im Weltcup. Dann anderer Nachwuchs, wo nicht so mega intensiv im Sport ist. Wir haben noch einen Platz im Weltcup.
lass uns doch einfach dich dorthin bringen und versuch das mal. Und für mich war das so, ja, ich bin doch noch nicht ready. Also das sind dann wirklich die Top-Leute. Du hast gesagt, Weltcup sind die auch an der Olympiade sind. Genau. Wo fährt man da überall? Amerika, Asien? Und ja, genau. Also in Europa gibt es viele Bahnen. In Kanada gibt es eine, in Amerika 2, glaube ich. Und eben in Asien, eben Beijing, wo dann die Spiele 2022 waren. Und in Korea gibt es auch noch eine Bahn. Ja, und für mich war das natürlich nicht so. Also ich dachte, okay, ich kann es versuchen, aber okay, also ich weiß auch nicht. Ich war sehr unsicher, aber ich konnte wie nichts verlieren. Dann starteten wir die Saison und es war unglaublich. Also ich habe wirklich, ich betete dort sehr viel für Kraft, für Sicherheit in dem, was ich mache. Ich betete, dass ich nicht so viel stürze, dass wir heil bleiben. Ich betete nicht mal für irgendwie gute Ränge oder sonst was, sondern einfach, dass wir gesund bleiben und dass ich die Saison gut überstehe. So. Und danach verlief es viel besser, als ich mir je erhoffen konnte. Wir haben eben, wie du vorher in der Einleitung gesagt hast, im einen Weltcup, Heim-Weltcup in St. Moritz, den ersten Podestplatz geholt seit 7 Jahren. Also es ging 7 Jahre, bis wieder ein Schweizer Frauenteam einen Podestplatz holt im Weltcup. Jahre. Und wir als Rookie und ich meine, neben mir waren Medaillengewinnerinnen auf dem Podest. Also es war, und ich war einfach, also wir waren einfach auf dem Podest und das war. Wie fühlte sich das an? Ich war völlig überfordert. Wirklich? Also überwältigt und überfordert, weil eben die Medien kamen und Hoffnung und also es war sehr viel, aber ich wusste noch an diesem Tag, ich ging ins Hotelzimmer, stellte mein Handy auf Flugmodus, lag in meinem Bett und ich war so müde. Ich glaube, ich habe am Abend vorher so gebetet auch und ich weiß nicht mehr, es ging mir auch nicht so wahnsinnig gut. Es war echt eine harte Zeit momentan und eben es ist auch viel Stress, man ist nie zu Hause, man ist immer unter denselben Leuten, man hat keinen Abstand und man hat selten Zeit für sich. Und es war echt hart und wenig Schlaf und ich betete zu Gott und ich kann mich nicht mehr ans Gebet erinnern, aber ich kann mich erinnern, dass ich im Zimmer war, einen Abend vorher Worship-Musik laufen ließ, im Bett lag und einfach Gott angebetet habe und am nächsten Tag ist das passiert und ich kann mich noch erinnern, es war auch das erste Mal, als ich auch ruhige Worship-Musik zum Einwärmen hörte. Was hast du sonst gehört? Eher so Upbeat? Es ist so ruhige Musik, also zum Beispiel das Spirit Lead. Ja, also einfach ruhige Musik, die eigentlich gar nicht passte zum Einwärmen, weil man muss ein bisschen aggressiver, ein bisschen mehr Pep und so. Aber es war das erste Mal und ich hatte so eine Ruhe und so eine Freude, die ich nie zuvor verspürt habe. Und ich ging an den Start und es war einfach anders. Es war so anders. Und ich war noch nie so gut gefahren wie dort. Also es war krass. Also normalerweise mal dort ein Schlag oder dort nicht gut. Aber es ging so gut und mit so einer Leichtigkeit. Und ja, und das nehme ich mit. Jedes Mal, wenn ich wieder ein Rennen habe, hoffe ich wieder so auf so einen Moment. Und ja, das war echt kraftvoll. Das war das Weltcuprennen in St. Moritz? Ja, genau. Wow. Genau. Und das war 2000 und? Das war 2020. Okay, bis heute. Nimm uns mit. Was passierte? Und danach, ein Jahr später, die Erwartungen stiegen, aber eben es war okay. Ich sah mich immer noch als Rookie. Es war mein 3. Jahr und es war Olympiasaison. Und ich wusste, wir brauchten
3 Top 8 Resultate, egal ob Monobob oder Zweierbob, einfach im Gesamten, brauchen wir 3 Top 8 Resultate. Und ich dachte, ja, okay, das ist schwierig, aber es ist machbar. Und nach den ersten 3 Rennen hatten wir schon die Top 8 und wir waren noch offiziell qualifiziert für die Olympischen Spiele. Und der Rest von der Saison, also bis zu den Spielen, konnten wir das einfach genießen. Und es war so schön und es war einfach auch ohne Druck. Ich konnte immer ohne Druck fahren. Und auch wenn manchmal in den Medien da mit Bob-Hoffnungen, was auch immer gekommen ist, ich wusste, wo ich stand. Ich stand erst in meinem 3. Jahr und ich wusste, wie viel ich noch lernen muss, aber es war so schön, einfach fahren zu können und genießen, was Gott in meinem Leben am Machen ist und mir gibt. Und so kamen dann die Spiele, oder besser gesagt, wir hatten zuerst noch Testevent im Oktober. Und dort wurde ich im Monobob Zweite. Und das war natürlich für die Medien, die Hoffnung und die holen eine Medaille. Und Geheimfavorit. ja, und ich dachte, nein, bitte, schreib das nicht, sag das nicht. Hat das eine große Auswirkung, was die Medien schreiben, auf einen Spitzensportler? Es ist bei jedem ein bisschen anders. Ich habe das Gefühl, natürlich, wenn es positive Medien sind, dann ist es immer einfacher. Ich musste noch nie mit negativen Schlagzeilen umgehen, zum Glück. Bis heute. Aber ich denke, es ist sicher schwierig. Also man muss, wenn es kommt, lernen, wenn es da ist. Also man kann sich wie nicht darauf vorbereiten. Aber es ist sicher auch hart, wenn es dann nur noch schlechte Schlagzeilen gibt. Wie gehst du mit? Das nimmt mich sehr wunder. Wie gehst du mit? Du hast gesagt, am Anfang hat niemand etwas wirklich erwartet. Weil man kannte euch nicht, ihr seid da wirklich aus dem Nichts gekommen. Ja. Und ich kann mir vorstellen, umso mehr man auf dem Podest steht oder umso mehr man gewinnt und höher man kommt, desto mehr Erwartungen kommen und desto mehr Druck kommt. Ja. Wie gehst du mit Leistungsdruck um? Hast du da gewisse Tools oder Handles, wie du damit umgehst? Also es ist wirklich so, weil man erwartet ja auch irgendwann mehr von einem selbst. Ja. Früher war so der 6. und 5. Platz enorm gut. Also es war so, wow, also das Team, Top 6, Top 5, das ist unglaublich. Und jetzt ist so, verpasste wieder knapp den Podest, verpasste wieder das Podest, verpasste. Und ich musste echt mit dem, also das war die letzten 2 Jahre sehr aktiv, also sehr präsent, dass die 4. Plätze, die ich so oft hatte, eher negativ immer rüberkamen. Und für mich war das schon echt hart, weil eigentlich war es gut, hinter den starken Deutschen zu sein, aber trotzdem immer hart eine Medaille zu verlieren. Und und es kam halt somit auch die Erwartungen von außen, somit auch der Druck. Und dann machte ich mir auch selber den Druck, weil von außen wurde wie auch das erwartet. Und irgendwann, also ich habe einen Mentaltrainer, das ist so wie, das gehört wie, auch wenn du in einem bestimmten Level bist, zu einem Training für Spitzensportler, weil eben die schlechten Schlagzeilen können kommen, der Druck kommt, die Erwartungen von dir, von außen, das kommt. Und wenn du an Tag X das Gefühl hast, das erdrückt dich, dann ist es egal, wie gut du fahren kannst oder wie stark du am Start bist, dann ist allein entscheidend, wie stark du im Kopf bist. Wow. Und ich habe einen christlichen Mentaltrainer gefunden nach Jahren und ich arbeite mit ihm auch sehr aktiv und er lehrt mich auch Tools zu nutzen, wenn es mal schwierig wird, eben bei Druck oder sonstigen schwierigen Situationen, und lehrt mich auch oder hilft mir an Tag X bereit zu sein. Wow. Was gehört da so? Also vielleicht so 1, 2, ich kann mir das gar nicht vorstellen, was das genau bedeutet. Oder genau. Was macht er mit dir? Oder? Also momentan ist das Thema Druck gerade, also schauen wir uns das an und da schauen wir uns an, wo liegt mein Fokus? Fokussiere ich mich auf das, was alles schief gehen kann? Das heißt, also jetzt, ich nehme euch mal mit in ein Rennen. Es ist Heimweltcup.
endlich kommen Freunde und Familie zuschauen. Ich will mein Bestes geben, denn es ist Heimbahn. Ich möchte hier brillieren. Das ist die einmalige Chance. Genau. Ja. Und man weiß, die anderen sind auch gut und man ist vielleicht krank gewesen oder sonst was. Aber ich will jetzt liefern. Und der Druck steigt von sich selbst auch und man will niemanden enttäuschen. Also was mache ich jetzt? Ich denke an Enttäuschung, ich denke an, was ist, wenn ich wieder Vierte werde. Ich denke an all die schlechten Dinge, also in den Abgrund runter. Und ich komme nicht mehr aus dem Loch. Und mein Mentaltrainer hilft mir eigentlich oder erzählt mir und gibt mir die Tools, wie kann ich den Fokus ändern. Also ich kann im Hier und Jetzt sein, ich kann auf meine Fähigkeiten, die Gott mir gegeben hat, darauf vertrauen, weil ich vertraue Gott. Gott hat mich nicht hierher gebracht, um mich bloßzustellen. Gott hat mich nicht hierher gebracht, damit ich leide, sondern dass ich Freude verspüre. Denn für das habe ich gebetet vor Jahren und er hat mir mehr gegeben, als ich mir jemals hätte vorstellen können. Und das immer wieder mir in Erinnerung bringen, das gibt mir so viel Kraft und das gibt mir Freude. Denn ich will nicht rennen, für mich rennen, also fahren, sondern ich will um Gottes Willen. Ich will, dass man seinen Namen groß machen kann mit dem, was ich mache. Egal, sei es dann in einem Interview oder was ich ausstrahle. Oder das einfach so kleine Nuancen und bitte eigentlich den Heiligen Geist, mich zu leiten und mich zu führen, denn er ist mein Pilot in der Bahn. Denn ich kann das nicht alleine und ich hätte das auch den ganzen Weg und den Frust und auch also als ich zum Sport gewechselt habe, ist nicht so, dass nachher alles schön und gut gewesen ist, sondern es sind neue Challenges gekommen. Und Gott erzieht mich in diesem Sport und hat so viele Sachen aufgedeckt, wo ich gar nicht gewusst habe ich eigentlich so Issues und Probleme. Durch den Sport? Ja, genau. Und ich erlebe Gott am meisten in Rennen. Also ich setze eigentlich mein ganzes Leben auf ihn, besonders an Renntagen, weil ich das einfach nicht allein, ich habe das Gefühl, ich schaffe das nicht, wenn ich das alleine machen möchte. Und zum Beispiel in diesem Jahr, als ich den 3. Rang an der Europameisterschaft geholt habe mit meiner Anschieberin, das war so unglaublich, weil ich hatte wieder viele 4. Ränge und als wir dort oben standen und viele hatten Angst von dieser Bahn. Es ist echt eine krasse Bahn in Lettland. Viele sind gestürzt, auch vor uns. Sturz, wieder Pause, wieder Sturz, wieder Pause. Und das normalerweise hast du nicht so viele Stürze im Rennen. Und ich stand da und hatte Worship-Lieder in meinem Kopf und ich war so sicher, dass ich so eine Freude werde verspüren und so eine Sicherheit und betete um diese Confidence und Joy, dass als ich dann losfuhr, ich hatte dieses Feuer und als wir ins Ziel kamen, sah ich, es reichte und bin völlig ausgeflippt. Und das ist einfach nicht, weil, schon klar, den Platz, aber einfach den Zuspruch von Gott, dass er bei mir ist und mich da durchbringt. Wow. Also spürst du unglaublich, wie der Glaube dich trägt. Ja. Weil das war eine Frage von mir, so, wie bringst du, manchmal denke ich so, Leistungssport und weil Leistungssport basiert ja darauf, auf deiner Performance. Du wirst gewertet nach deiner Performance. Und ich denke manchmal, das Evangelium ist ja wie so fast genau 180 Grad das andere, dass es eben genau nicht drauf ankommt. Genau. Wie bringst du das zusammen? Oder hast du dir über das schon mal Gedanken gemacht? Ja, natürlich. Also viel. Also ich fragte mich natürlich sehr, sehr oft, warum ich in diesem Sport bin. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich in dieser Sportart bin, um keine Ahnung, wie viele Medaillen zu holen. Natürlich will ich das. Ich bin eine Athletin und trainiere dafür. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das der Hauptfokus ist. Denn Gott hat mir eben diese Plattform gegeben und mich in diese Welt gesetzt, wo ich mit so vielen Leuten zusammenkomme, wo ich seine Herrlichkeit mitnehmen kann. Und ich habe immer wieder das Bild im Kopf, wie ich mit anderen Bobfahrerinnen und Bobfahrern
in so einer Art eben Small Group bilde und wie ich an den Olympischen Spielen jetzt in diesem Jahr gesehen habe, wie Athleten zusammenkommen, worshipen, vorne rennen, egal welche Nation, egal ob Konkurrenz oder nicht. Und das habe ich in meinem Herzen für diese Sportart. Und ich habe das Gefühl, dass Gott mir das so ins Herz gelegt hat und mich da platziert hat, um ein Licht zu sein. Und ich möchte auch, ich schätze mich nicht ein als die große Rednerin oder so. Ich finde es echt schwer. Also ein Podcast ist etwas anderes. Aber eben vor den Medien zu stehen und sich verletzlich zu machen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich will es. Ich will, weil es gibt mir so viel und ich wünsche mir, dass andere Athletinnen das genauso empfinden können und erleben können, wie ich es tue. Wow. Das wäre gerade meine nächste Frage gewesen. So, was ist dein Traum? Du hast gesagt, du trainierst jetzt für 2026, das hast du schon gesagt, so ein Licht sein zu können für andere Profisportler. Es berührt mich unglaublich. Was sind jetzt deine Ziele für die nächsten Jahre, die kommen? Ja, also für mich ist natürlich sportlich gesehen schon, dass ich in die Top 3 regelmäßig komme, dass wir an den Olympischen Spielen eine Medaille holen können. Ich trainiere und hoffe so fest, dass es dann auch reicht, weil ich doch auch schon lange im Leistungssport bin und schon so viele Stunden trainiert habe und schon so oft aufgeben wollte, weil ich nicht mehr konnte und nicht mehr den Sinn dahinter sah. Auch eben als ich begonnen hatte und so viele Stürze hatte, und ich dachte, das kann nicht für mich sein, das kann nicht der Weg sein, den ich gehen sollte. Und doch hielt ich an dem fest, was Gott mit mir vorhatte. Und auch wenn mein Glaube so klein war, hielt ich irgendwie an dem fest. Und ich muss noch so viel lernen, auch im Glauben. Und ich bin auch nicht perfekt, ich bin nicht das... Also ich bin so bereit, dass Gott mich erzieht und ich weiß, es werden noch so viele schwierige Momente auf mich zukommen, aber ich will ready sein und ich möchte auch anderen das wie weitergeben. Und auch wenn ich eben sportlich gesehen diese Ziele habe ich irgendwie auch so viel anderes vor mir, eben so das Göttliche, das Gott einfach weitergeben und eben einfach, dass Gott mich braucht und nutzt und mich dorthin stellt und der Heilige Geist durch mich sprechen kann, weil ich selber kann es nicht, sozusagen, ja. Wow, ey, ich denke, wir kommen zu den letzten 3 Fragen. Ich habe letzte 4 Fragen. Ja. Weil es gerade jetzt kam mir gerade auch so, was würdest du zu jemandem sagen, der auch im Leistungssport ist und der vielleicht oder die kurz davor steht aufzugeben, weil es vielleicht nicht funktioniert, weil ich habe das ein bisschen, jetzt ist für mich das herausgestochen in deiner Geschichte, dass du immer wieder an solchen Punkten auch warst. Was würdest du zu jemandem sagen, der zu dir kommt und sagt, hey, ich sehe nicht mehr durch, ich gebe nicht auf? Also was ich gelernt habe, ist für alles und alles zu beten. Also nicht einfach, ja, ich suche eine Lösung oder sonst was, sondern die erste Lösung oder der erste Weg ist, bete und spreche mit Gott, lese im Wort. Und es hat bei mir recht lange gedauert, bis ich mir meine eigene Bibel gekauft habe und darin gelesen habe. Aber was mir sehr geholfen hat, sind auch die Apps, wo eben da YouVersion, ja, wo ich dann Themen durchging, mir Notizen gemacht habe, Verse, die mir in schwierigen Situationen, ob Wut, ob Trauer, ob Druck, einfach zu jedem Thema dann Sachen aufgeschrieben habe, die mir geholfen haben. Und wenn man nicht mehr weiß, egal jetzt eben, wenn es ums Aufgeben geht, ob es darum geht, wenn man nicht weiß, in welche Richtung man soll gehen, welcher Beruf, ob mit den Freundschaften und, egal welches Thema, dass man das wirklich aktiv angeht und Gott fragt. Auch Gott hat schon so oft über Bibelverse zu mir gesprochen, wo ich wieder baff bin, obwohl ich weiß, dass er durch die Verse auch zu mir sprechen kann. Und ich dann einfach da saß und dachte,
okay, wow, weil man hört immer wieder, ja, Gott hat zu mir gesprochen und ich habe gehört und ich hatte lang das, ja, wie höre, also was, also wie? Und bei mir ist es, er spricht durch Träume, durch Bibelverse oder Worship-Musik und dass man, wenn man es will, auch wirklich diesen Weg eingehen soll und mit beten, einfach beten soll. Wow. Ja, das spricht sogar zu mir. Ich bin kein Spitzensportler. Eben, egal in welchem Bereich, egal wo. Wow. Was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast? Es ist ein 0815 Spruch, aber es ist wirklich, geh Step by Step. Wenn man Ziele hat oder eine Vorstellung, dann will man es jetzt. Man will jetzt eine Veränderung, man will jetzt, dass man gesund ist, man will jetzt ein Kind oder man will jetzt finanziell sicher sein. Also es sind viele Sachen, oder eben Ziele, oder speziell im Sport, wenn es jetzt nicht geht oder man verletzt ist oder sonst was, dann ist es eben schwierig, etwas gleich zu erreichen. Und was ich immer wieder auch selber weitergebe, ist, hey, Step by Step, kleine Schritte, Tag von Tag oder Stunde von Stunde, erstelle dir einen Plan und nicht ja, in 5 Jahren, sondern was ist morgen und dann übermorgen. Und übermorgen. Dann macht ihr einen Plan. Den nächsten richtigen ja, Schritt. Genau. Und geht das auch mit Gott durch und fragen, ist das richtig so und nicht, ja, was soll ich jetzt in den nächsten 3 Jahren machen? Weil er sorgt schon für deine Zukunft. Er sorgt schon für morgen. Schön. Hey. Was ist der schlechteste Ratschlag, den du je bekommen hast? Der schlechteste Rat, den ich je bekommen habe, ist, als mein Trainer gesagt hat, geh nicht zum Bobfahren, ich bringe dich weiter im Volleyball. Er wollte nicht, dass ich Bob fahre. Und als er mir das sagte, war das ein bisschen verletzend, weil ich war so, ja nein, aber irgendwie will ich. Also wieso sollst du jetzt entscheiden, was ich soll machen? Und er sagte, nein, das ist gar nicht gut und was ist schon Bobfahren und so. Niemand schaut das. Und du so, ich weiß es auch nicht, aber es ist nein. Ich weiß selbst nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss es tun. Ja. Das war das Schlechteste, okay. Und was ist etwas, das ist die letzte Frage, was ist etwas, was du über dich selbst gelernt hast durch deine Bobsportkarriere? Dass ich nichts alleine machen kann ohne Gott. Also es ist wirklich, also ich erwische mich immer wieder, wenn ich denke, ja, also das, in diesem Bereich von meinem Leben, das kriege ich schon hin. Aber ich muss sagen, es ist echt schwer, jeder Bereich in meinem Leben Gott zu geben, aber nicht einfach, ich spreche es aus und dann ist es so, sondern es auch zu glauben und es zu tun im Inneren und zu vertrauen. Weil Bobfahren, ja, das habe ich alles ihm gegeben, weil er hat mir das ins Leben gegeben und das fällt mir auch nicht schwer. Aber sei es Finanzen oder sonst was, es ist hart, auf sein Konto zu schauen und zu denken, eigentlich sollte ich meine Saison damit finanzieren, aber es reicht irgendwie nicht. Aber doch hat es immer gereicht. Und es ist einfach, es beweist mir, dass ich nichts, also es geht immer über meinen eigenen menschlichen Verstand, was Gott mir gibt und es ist abartig und ich möchte noch einen Bibelvers mitgeben, unbedingt. den ich hier aufgeschrieben habe und ja, jetzt muss ich schnell schauen, was war der hier? Genau, und das heißt in Philipper 4, 6-7, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Und das ist so, also es hat so viel Informationen und so viel Entlastung in diesem Vers und ich möchte den einfach nicht nur den Athleten, sondern eigentlich allen, die in diesem Podcast reinhören, mitgeben. Melanie, ich bin unglaublich berührt. Es ist für mich, du bist für mich ein Vorbild. Ja, weil ich denke wirklich so auch, dass du
so mutig bist und dich so verletzlich machst, dass du uns das Privileg zugestanden hast, dass wir auf deine Geschichte hören dürfen. Und ich könnte mit dir, glaube ich, noch 2-3 Stunden weitersprechen. Wir nehmen dich dann einfach wieder mal in den Podcast. Möchte dir noch die Möglichkeit geben, gibt es noch was, ich dich noch nicht gefragt habe, dass du das Gefühl hast, das möchtest du noch teilen, weil jetzt habe ich dich gerade hier, ich weiß nicht, wenn das nächste Mal ist, und ich möchte, dass du alles erzählen kannst, was du auch gerne erzählen würdest. Gibt es noch was, das du gerade findest? Es ist schwer zu sagen, irgendwie schon ganz viel, aber irgendwie auch habe ich das Gefühl, ich konnte das sagen, was der Heilige Geist wollte, dass ich sage, und ich möchte auch alle segnen, die da rein hören, und auch wenn es jemand ist, der noch kein Christ ist oder einfach das Gefühl, ein bisschen skeptisch ist oder noch nicht weiß, wer Jesus ist, einfach mal anzufangen zu beten. Wow. Und ich denke, Jesus kann so viele Wunder bewirken und eben mehr machen, als wir uns vorstellen können. Und auch wenn dann der Glaube eben so klein ist, wenn Senfkorn, er kann sehr Großes damit machen. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Danke dir, Melanie. Danke dir auch, wenn du zugehört hast oder zugeschaut hast. Und wir sind nächsten Monat wieder da, ersten Sonntag vom Monat, mit einer neuen Folge von Sunday Night on Air.